Das Abenteuer geht weiter hier bei Xenoblade Chronicles, einem Videospielabenteuer der Extraklasse, vor allem der ganz großen Klasse und ja, der gigantischen Klasse wohl eher. Denn die Welt ist riesig groß, die Abenteuermission extra schwer und wir haben in der letzten Folge richtig vergeigt gegen diesen Dino-König. Aber das soll uns nicht weiter stören, den machen wir ein anderes Mal platt. Jetzt geht's weiter in der Hauptstory hier oben und zwar, ja, ich bin gespannt, was jetzt auf uns zukommt und vor allem auf welchen mächtigen Feind wir jetzt treffen mögen. So hat es noch irgendwelche Gegenstände. Jetzt verpassen, wenn es möglich ist. Ich sehe ja nichts mehr. Gut. Also weiter nach oben. Oh, das sieht nach einem Teleporter aus. Ich hoffe, es ist schmerzfrei. Und da kommt schon die Cutscene. Huh? The lift don't work. Looks like it's been broken for a while. We'll have to find another way up. Another way? You don't mean climb up there? We may have to. Come on, you can't be serious. Why'd someone build a lift that don't work? No complaining. Let's start looking for a place we can climb up. Das ist wirklich seltsam, denn wir haben doch gerade den Aufzug aktiviert gehabt und jetzt geht's nicht mehr. Was ist denn das hier? Antikes Symbol. Scheint versiegelt zu sein. Och nö, das, sagen wir nicht, wir brauchen irgendeine Art Schlüssel dazu und dann geht da... Warte, Mann, ich kann nicht durch. Na klar. Undurchdringbares Licht, ja. Wir müssen das Siegel aktivieren, dann geht der Aufzug wieder. Na, Scheibenkleister. Naja. Da hat es nichts mehr, was er aktiviert hätte, war. Naja, mal schauen. Das ist sicher irgendwo. Zack, drüben bin ich. Wie sieht's hier aus? Wow, ganz ruhig hier. Hochklettern, ja. Wo? Nach der Wand hoch? Oh. Na toll, sehe ich aus wie Mario jetzt, kann den Wandsprung gebrauchen. Mano, wo ist der Klempner, wenn man ihn mal braucht? Sicher mal irgendwie Peach am Retten. Hat hier unten noch etwas? Na klar, nichts mehr. Autsch. Aua, das tut weh. Nee, hat's nichts. Okay, muss halt links entlang. Schon seltsam. Na, ich hoffe mal, es ist irgendwo in der Nähe und nicht das Kind, wo wieder die ganze Welt absuchen muss. Nach einer Art Schlüssel dazu. Na, okay. Na, ich bin gespannt und ich hoffe ihr auch. Die Musik, hey. So ist also der Schlüssel hier. Rattenhase. Was? Rattenhase? Was soll denn das sein? Rattenhase. Das soll ein Gegenstand sein? Alter, zwei Tiere verschmelzen, da ist ein Gegenstand draus. Ja, tolle Fusion. Ah, hier geht's ja hoch. Ja, muss wohl so sein, wa? Hochklettern mit dem Aufzug. Ja, why not? Alter, schreib mir doch nicht so, ey. Teleportieren Sie vor mir. Mann, why? Was soll der Quatsch? Ja, schön sind hier oben, und? Geht's hier? Geh nicht mehr weiter. Oh, es ist jetzt noch Nacht. Was zum? Alter, was war denn das gerade? Also heute ist Schul gegen der Fallkünstler. Menno, Mann, danke. Ja, es fällt nur doch runter dann, ist mir scheißegal. Ey, Entschuldigung, hier das Gefühl, es musste da und runterfallen, dann besorgt man einen Fallschirm. So. Geht doch. Hilfe. Ich muss. Das kann wieder runterfallen. So, jetzt sind wir hier oben. Schön, wie geht's weiter? 115 Meter noch, 108, schön. Ich habe das Gefühl, das ist nur die Ruhe vor dem Sturm. Und da oben war das Eisenphaser, sonst. Toll. Das erinnert mich ein bisschen an Pandoras Tower mit drüberschwingen und so. Ach, du grüne Neune. Oh. Hab nichts gesagt. Alter Martin, wir brauchen so eine Festung hier. Das ist ein Rollstuhlfahrer, hätte Problem hier hochzukommen, garantiert. Runterzukommen wäre allerdings geil. Wuhu! Naja. Was war denn das, diese Nische, wenn es gar nichts drin hat? Ich kapiere das Spiel immer noch nicht. So, wir sind bald da. Ach du Scheiße. Sind da noch etwas? Moment mal. Zoom, zoom, zoom. Da könnte es was haben. Moment mal, Leute, das nimmt mich jetzt Wunder. Hopp. Der hat doch garantiert irgendwie ein Secret Exit. Hilfe. Nacht. Jetzt auch nichts.
Hopp. Sieht bisher ziemlich unspektakulär aus, außer dass da ein Gegenstand ist, der auf ein guter Zoomkatze. Ah, das hat sich ja gelohnt, hey. Oh, hier geht's auch noch runter. Auf der Seite war ich noch gar nicht. Komm schon, hier muss irgendwie ein Secret Exit, eine geheime Waffe oder sonst etwas sein. Genau, das war ja da, wo ich... Nee, das war nicht da. Hä? Wo bin ich hier? Wo bin ich hier zum Teufel? Da geht's runter. Also lieber nicht. Was kommt da angeflogen? Hallo? Hallo du da, du tust uns nichts, oder? Du bist ganz lieb, du bist zwar Level 80, aber du tust uns nichts. Weh, du tust mir etwas. Alter, ich schwöre, ich hack mich hier rein und programmiere dich um und so auf Level 1. Mann, oh Mann, nee, das ist gar keine gute Idee, gar keine gute Idee. Okay, ist wohl nur, um dieses fette Teil da herauszufordern. Sprich für uns, wir gehen weiter. Beziehungsweise zurück. Wow, Hilfe, Level 83. Das jagt mir immer noch eine riesige Angst ein. 83, 83, alles 80 Gegner. Gut. Die Musik ist ziemlich, naja, nicht wirklich deutsam, sprich einfach nur mysteriös. Das war... Wine, bist du gerade runtergefallen? Du bist doch ein Trottel, hey. Ach, du bist einfach ein Wine. Dann bin... Oh. Leute, ich schwöre euch, wenn ihr drauf geht, ich werde euch nicht wiederbeleben. Gibt's wohl nicht, hey, bescheuert kann man sein. Geht's hier normal weiter oder hat sie ein Secret? Ich suche immer noch Secret, hat sowieso nie etwas. Das ist ja das Seltsame, also in der Regel zumindest, wenn man etwas sucht, dann findet man es nie. Geil. Dämmloch, Dämmloch, Dämmloch. Toll. Ja, super, ich komme nicht hoch da. Mann, ich will das Secret Exit haben, da hat's etwas, sicher nichts. Lass mich raten, ja, das war ja klar. Och, Menno. Und runter. Oh. Wow. Wisst ihr was? Ich gehe nur noch den normalen Weg lang, mir scheißegal, hey. Ich habe keinen Bock, den ganzen Part nur noch blöd in der Gegend rumzusuchen. Ich will Action haben, ich will Spannung, ich will Mechons aufschlitzen. Ich denke, wir verstehen uns. Was ich möchte. Da geht's wieder hoch. Hat sie noch etwas? Keine Sorge, Leute, keine Sorge, geht da kein Risiko ein. Ah, und Dämmerungswürfel, naja. Ob das wirklich etwas ist, das wir später noch brauchen, bin ich noch, ja, am Zweifeln. Und genauso, ob das, was wir jetzt hier machen, wirklich besonders klug ist. 76 Meter noch. Aha. Oh, das ist ein... Na, verdammt, da kommen wir nicht dran. Oder? Da kann ich irgendwie ranzoomen, das wäre auch noch cool. Entschuldigung, war die falsche Taste. Kann schon. Ach du Scheiße. Wie komme ich denn da bitte schön hin? Denn ich irgendwann noch zu fliegen oder was? Okay. Ich hau ab. Bevor da das Flugviech noch kommt, Mann, ganz ehrlich, wenn es hier so starke Viecher gibt, wieso machen die nicht die Mechons platt? Wäre alles Geschichte, oder kommt irgendwann noch der Endboss auf Level 90 oder 100 sogar? Soweit kommt es noch in die Eisenface am Schluss auf Level 100, ja, dann große Mahlzeit. Sollte es da etwas, oder muss ich wirklich da hoch? Ich muss eigentlich da hoch, Moment. Sieht nicht so aus, wa? Nö, hier geht's nicht weiter. Schön, das freut mich doch. Schuld, ganz normal runter, bitte nichts Waghalsiges versuchen. Und die anderen sind die wahren Teleportkünstler. Hey, immer vor mir. Wieso überhaupt? Oder unbedingt die ersten sein, die sterben da oben? Na, von mir aus. Und 25, 24 sind bald oben. Wir sind bald oben. Bald oben. Ja, wir sind oben. Nein! Alter! Junge, was war denn das für eine Scheiße? Ich habe nichts gemacht, Leute. Ich habe den Cursor nach unten bewegt und nicht irgendwie A oder B gedrückt oder so ein Mist.
Tja. Wenn uns die Märchen sich klein kriegen, wir schaffen es garantiert. So, wenn ich da loslassen? B? Ja, B war's. So. Ganz billig machen. So, hat sie noch... Ja, danke, Ryan. Hübsch Passnake. Ja, von mir aus. Oh. Und dann, wenn Kribbel passt ab, noch von mir aus. Hier hat sonst nichts mehr. Mann, na, keine Sorge, Freunde, keine Sorge. Der Part ist noch jung, der Part ist zwar zur Hälfte vorbei, aber ist ja egal. Wir sind sowieso gleich da. Gipfel der Schwestern, umfasst Level 31. Ja toll, jetzt bin ich da. Wie geht's weiter? Hallo Kamera? Ah, jetzt. Oh oh. Ryan. Ready to go, Shulk? Yeah. But just hold on a minute. What is it, Shulk? It's about the Monado. I'd like to ask your permission to use it a little longer. Why ask me? The Monado was your sword, but I need it to achieve my goal. So... Don't sweat it. You are far more skillful at wielding that thing than I ever was. Keep it. It's yours. Besides, I have a new sword. That old coot had the decency to forge this for me. I owe it to him to make the most of it. Dunban... You fought your way this far. That is proof enough the Monado has accepted you. Don't take my word for it. Believe in yourself, Shulk. Believe in myself. Never lying down. Never giving up. That's our pride and strength as Hons. And we have to make sure those metal monsters know it. You're right. Time to move, people. This prison island Shulk saw in his vision isn't getting any closer. Wie war? Bis auf den Satz, dass der alte Knorke Kauzim das Schwert geschmiedet hat. Verdammt nochmal, das fette Teil haben wir ihm selber gegeben. Naja, was soll's? Jetzt sind wir hier oben, ist vielleicht ein Reisepunkt, wäre noch ganz praktisch. Nicht, dass falls man hier runterfallen sollte oder so, wieder zurück müsste. Gipfel der Schwestern ist sogar einer. Grandios. Kann ich hier innerhalb eines Gebietes schnell von Reisepunkt zu Reisepunkt wechseln und kann hier... Ja. Und kann hier schnell mal das Gebiet wechseln. Tja. Ja, wenn ich das schon vorher gewusst hätte. Oh, ich sehe gerade 3, 4, 5, 6. Ich habe die leise Hoffnung, dass das Spiel noch aus 4 weiteren Gebieten besteht, weil es nur noch 4 Platz da unten. Aber ich denke eher, es sind um die 14 herum, oder? Na Leute, stimmt's. Es sind garantiert nicht nur 4, es sind noch viel mehr Gebiete. Viel mehr. Weil sonst wäre Level 30 echt schon recht hoch für, ja, fürs Verhältnis. So, 44 Meter noch bis zum Endziel. Hat's ja Gegner? Ist ja gar keine. Das Spiel der Cutscenes. What is this place? It's giving me the creeps. At a guess, I'd say we're inside the Bionis. What is it, Shulk? Oh, nothing. It's just that... it feels like the Bionis isn't really dead. Huh? Wait a minute, Shulk. If the Bionis starts moving around, things won't look good for us. Let's just keep moving. Right. Vielleicht hält er bloß Winterschlaf. Man weiß es nicht, Freunde. Man weiß es nicht. Also im Inneren von Bionis war. Ja. Wer zum Henker hat... hier, oder sind das irgendwie seine grauen Zellen, beziehungsweise seine grünen Zellen? Sind gerade im Gehirn von Bionis? Nee, Quatsch. Aber wer hat hier überall Licht aufgestellt? Ich meine, es ist schön, sieht schön aus, das schon, aber... ist auch ein bisschen verwirrend. Gegner sehe ich hier noch keine. Wunderbar, wunderbar. Ich brauche sowieso keine Gegner mehr. Ich brauche Mechon zum Aufschlitzen. Alter, neuer Ort, dritte Lunge. Bitte was? Das Vieh hat 3 Lungen? Also mindestens 3, wir wissen ja nicht, wie viele das noch sind. Ja. Wie gesagt, sieht schön aus. Habe ich irgendwo etwas, was ich gebrauchen könnte? Was soll denn das hier sein?
Also irgendwie, ganz ehrlich, habe ich das Gefühl, es erinnert mich verdammt stark an Dragon Ball Z, und zwar an die Buu-Saga, da wo halt Goku und Vegeta in Buu drin sind. Das war ähnlich. Also vor allem ähnlich verrückt. Natürlich hier ein bisschen anders, weil nicht alles pink und so, aber es geht in die ähnliche Richtung, ist halt hier alles grün. Tja. Bionis hat halt einen grünen Daumen. Gebt zu, der Spruch war gut. Und ab und zu bringen wir schon mal so gute Sprüche. So, wie sieht es eigentlich aus? Gegner, immer noch keine. Das ist nie ein gutes Zeichen, Leute. Wenn ihr mehr als 5 Minuten keine Gegner bekämpfen, ist das nie ein gutes Zeichen. Ja, ich meine, es ist schön für so ein Thumbnail und so, durchaus zu brauchen und für einen Desktop-Hintergrund, aber sonst... Ich meine, das Spiel ist ein Rollenspiel, ein Action-Adventure, sogar glaube ich auch noch, oder? Vor allem Rollenspiel, da braucht's... Was ist denn das? Noppon-Reisen, was macht denn der hier drin? Ja, vor allem ist der hierher gekommen. Hallo, wir müssen hier hochklettern. Der kann doch mit seinen Armen, oder kann der fliegen? Jemand kommt her, bin überrascht, total. Ihr wollt nach oben? Ja? Wandert auf Wasser. Wasser macht Platsch und schießt auch hoch. Like a Knock-Up-Stream aus One Piece. Das sieht aus wie Urin. Alter, sind wir gerade in seiner Blase gelandet oder hat der Typ im Kopf seine Blase? Ich will nicht die Anatomie eines Bionis wissen. Garantiert nicht, ey. Viel zu eklig. Na, komm. Wo bist du jetzt? Ah, jetzt kommt's, glaube ich. Könnte ein bisschen heiß werden. Hallo. Wuhu, das wird Aua. Oh, ganz toll. Vielen Dank auch Bionis. Du Riesenarsch. Ja, im wahrsten Sinne des Wortes, ist ein Riese. So, oben sind wir, toll. Ich sehe noch keine Gegner. Ey, den ganzen Part noch nicht gefightet, hey, da gibt's ja gar nicht. Ich glaube das erste Mal, oder sogar ein Part 1 haben wir gefightet. Oh, neuer Reispunkt nach oben, also oberen Luftröhre. Oh. Falle 30, Oberluftröhre, Kopf, ich fürchte ganz Schlimmes. Und oben soll die Gefängnisinsel sein und da garantiert auch Eisenface. Oh, Entschuldigung, war gerade mein Knochen. Da sind sie. Und er ist immer noch verletzt. Face Nemesis. Your frame is complete. All that remains is the soul transfer. That damage. Does a weapon exist that can melt face armor? How? Lady Vanea, Master Egel wishes to see you. Understood. Tell him I will see him when this face is complete. Acknowledged. I have fulfilled my duty. You and only you can bring about a new age on Mechonis. No, the entire world. My mistress, Lady Mayneth. Ach du heilige Scheiße. Also ein Gesichtsmecher ist echt aus Menschen hergestellt? Speichern? Ja, würde schon sagen, Leute, wie es weitergeht in der ersten Folge wieder bei Xenoblade Chronicles. Bin gerade ein bisschen baff und müsste auch mal kurz aufs Klo. Also geht es in der nächsten Folge hier weiter. Ja, mit ein bisschen baff, wirklich. Also
Vor allem war ich gerade ein bisschen baff, weil so wie die Dame, also ich denke mal, es war eine Dame, die da reingestiegen ist in diesen Panzer und danach zusammengeschmiedet wurde. Das hat mich ein bisschen an Fiora erinnert, wie sie da halt in ihren Mech oder in ihren Panzer damals gestiegen ist, um gegen Ironface zu fighten. Und vor allem, da hat irgendwie ein Mensch das Ganze überwacht, oder ist es ein höheres Wesen, ist es ein Cyborg, was soll das Ganze? Auf alle Fälle geht's jetzt, denke ich mal, in eine spannende Runde hier. Ich denke mal, so der Mittelabschnitt, könnt etwa hinkommen, sind wir bereits im Story-Modus angekommen. Also dann, wieder mal vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal hier bei Xenoblade Chronicles. Ein gigantisches Abenteuer, wenn ich das nächste Mal sage, dann meine ich wohl morgen. Ja, könnt etwa hinkommen. Bis dann, ciao zusammen.